Eng vun de schönsten Traditionen zu Lützeburg ass definitiv de Bratzel sondech. Hei schenkt Dir segem liebsten eng seis Bratzel. An eure Tuch kriegt den dafür Ostern ein Osterei geschenkt. Ihr könnt natürlich ein Bratzel beim Bäcker kaufen, aber ich weiß nicht, schaut, wie ihr ganz einfach daheim selber ein backen kann. Für mein Bratzel brauche ich unter anderem Eier, Butter, Milch und Hefe, Aprikosengebäß und Mandeln. Normalerweise ist es ja Mann für die Bratzel zu schenken, also Männer, passt lo ganz gut auf. Ich schmilze als erstes mal 80 Gramm Butter. Und ich lasse die Butter kurz aufkühlen, ehe ihr an den Teig könnt. Dann mische ich meine Milch mit der Hefe. Und dafür ist es am besten, wenn die Milch leicht wodelig ist. Und da kann ich einen halben Kübel Hefe dran crumblen. Und da rühre ich das gut, für das die Hefe sich ablöst. Und da vermische ich meine drischen Ingredienten. Und ich benutze hier Brotmehl, also T65, weil das ein bisschen mehr Gluten hat und danach dem Hefteig eine bessere Struktur gibt. Und da könnt ihr noch Zucker und ein Putz Salz dabei. Und das kann ich noch schon kurz umrühren. Und da können da noch flüssige Ingredienten dabei kommen. Also ich mal ein Ei. Und dann die Milch mit der Hefe. Und natürlich die geschmolzene Butter. Und da kann das ganz gut zu einem schönen Teig verknürt gehen. Oh, ich gucke dem Teig immer so gerne nach. Ich könnte das natürlich auch mit der Hand machen, aber das ist wirklich richtig erwischt. Das ist nicht praktisch. So. Leuten Teig eine schöne Textur. Und ist relativ fern. Aber es ist trotzdem noch so bouncy. Und das ist wirklich so wie ein Hefteig, das soll auffallen, ehe es rasch geht. Und dann mache ich einen kleinen Bulldog draus. Und dann dürft ihr eine halbe Stunde rasch gehen. Mit einer kleinen Decke drüber. Während der Zeit präpariere ich schon meine Füllung. Und die Bratzelfüllung wird traditionell mit Mandeln gemacht. Und da tue ich hier gemahlene Mandeln, die ich mit ein paar guten Sachen mischen. Und zwar könnt ihr noch Cassonat dabei, den dunklen, den habe ich am allerliebsten, weil der gibt mehr Goût und auch ein bisschen mehr Farbe. Aber wo wir schon beim Goût sind, könnt ihr auch noch ein bisschen Kanäle dabei. Und da wird das gut gemischt. Und für das Ganze zu bannen, gehe ich nur noch ein Eiweiß dabei. Und der Gel, das halte ich aber auch noch für noch. Und es kommt doch noch ein Special Ingredient dabei, und zwar gut Aprikosengebäß. So, mein Teig wird gut gerascht und das ist auch schon ein bisschen abgegangen. Jetzt kann ich ihn ausrollen. So, und jetzt rollen ich ihn an einen ganz langen Stuhl raus. Du willst manchmal also ich ein bisschen Platz haben. Und da geht es los. Und das schneide ich da auf 4 lange Streifen. Und das geht am besten mit einem Pizzacutter. Und da streiche ich auf die 2 Bannischstreifen meine Füllung drauf. Ja, so normalerweise schenkt der Mann der Frau die Bratzel. Mit einem Schaltjahr das ist just umgedreht. Du musst die Frau dann dem Mann Bratzel schenken. Das Jahr ist kein Schaltjahr. So, und jetzt klappe ich die Plakestreifen über die Füllung. Dass das gut versiegelt ist. An alle Streifen gibt es jetzt eine Bratzel. Und dafür geht es als erstes getwist. Und zwar drehe ich den Wupp von einer Seite auf sich selber, dass es so ein Strull gibt. So ein bisschen so wie ein Chalumeau. An die andere Seite drehe ich am umgedrehten Rhythmus, für dass ich da dann damit schön zusammen twist. Also kann ich die 2 Strullen zu einer Bratzel formen. Und ich hoffe, dass ich das bei der Kamera gut gewiesen kriege. Das ist nicht so evident, aber das ist eigentlich ganz einfach. Ich hole nur einen Strull und da falle ich ein Eck rüber und den anderen Eck auch. Und du gesagt schon ein bisschen mehr in einer Bratzel aus. Und dann mache ich einen kleinen Twist bei denen 2 und damit. Und dann drehe ich sie rüber. Und dann hole ich die perfekte Bratzel.
So, sie sind ja ganz schön gehen. Also müssen sie nicht mehr nach auf ein Backblech kommen. Und das geht am besten mit einem Tortenheber. Oder die könnt ihr auch schon direkt um Backblech selber fallen. Das eben nicht mehr, dass ich da, du musst richtig schön weisen. An einem Backblech wäre das nicht so gut gegangen. Naja, könnt ihr noch ganz duse rüber. Da kann ich auch noch ein bisschen schön formen, was sie Form verloren hatten. Und da können sie nach eine halbe Stunde mit einem Tuch drüber rasten. Okay, da sind sie endlich bereit für an das Schäfchen. Ich bestreichen sie nach mit meinem übrig gebliebenen Egel, wo ich noch ein bisschen Milch drin gehe, weil das gibt ihnen nur ein schön goldiges Farbe. So, also können Sie für 25 Minuten an das Schäfchen kommen. Oh, also die sind ja wirklich mega schön gehen. Und ich streiche nur noch ein bisschen Aprikosengebäß drüber, für dass sie da noch schön blinken. Aber wenn die Brezeln bis aufgekühlt sind, da kann ich noch meine Glasur drauf machen. Und dafür brauche ich einfach nur Puderzucker mit ein bisschen Milch zu vermischen. Ich habe aber noch eine Anekdote zum Brezelsonden. Und zwar ist es ja so, dass ihr dann, wenn ihr Brezel geschenkt wird, en retour ein Osterei kriegt für Ostern. Das aber nicht mehr, wenn es läuft, reziprok ist, weil was es nicht ist, dann kriegt ihr eine Kurve. Und das hier, wo die Expression der Kurve kriegen, wo Schluss gemacht wird, hier könnt. Also, das ist wirklich eine ganz, ganz liebe Geschichte. Und die Glasur kann da über meine Brezeln verteilt gehen. Und zum Schluss kommen noch ein paar Mandelblätter drüber und dann ist mein Brezel für Brezelsunde schon fertig. Ah ja, ups, das ist ja gar nicht mir das Jahr für zu verschenken, aber bon, egal. Happy Baking, eine schöne Brezelsunde.